Was ist denn eigentlich bei dir? Ey, ich bin Banker, das weißt du doch, oder? Ja, bist du irgendwie... Nee, Banker bin ich nicht. Bist du irgendwie aufgestiegen bei der Erwit oder so? Ja, ich bin jetzt Meister. Ja, Sozialmeister. Sozialmeister, und du weißt, das ist unsere neue, das ist ja jetzt eine neue Saison, oder? Ja, 2020. wir sind direkt in der heißen Vorbereitung für die neue Saison. Genau. Also CI und so, ne? Genau. Die Corporate Identity wird jetzt geprägt. Genau. Und so gehen wir auf die Bühne. Und ab dieses Jahr werden wir keine T-Shirts mehr verkaufen, Was? sondern wir verkaufen nur noch Feinripp-Hemden. Hast du das gewusst? Wir haben noch nie T-Shirts verkauft. Wir verkaufen Gefühle und Heimat und wir verkaufen keine T-Shirts. Was ist das für Geschwurbel? Hemde. Hier, Hemde, nur noch wir Hemde. verkaufen Gefühle, wir Gefühle. verkaufen Hemden, wir verkaufen... Was ist denn hier los? Und was wir verkaufen müssen, bitte, Christoph, bitte, sei so gut. Kompressoren für die Stimme, damit der Alex beim Kacken besser hören kann. Ja, und ich brauche für nächstes Jahr, für diese Saison, brauche ich unbedingt Socken. Warum? Weil meine Socken kaputt sind. Guck dir das mal an. Ach die du sehen's ähnlich. Scheiße. Das Gesicht ist selber, oder? Stimmt, ja. Was sagst du zu meine Socken? Ich würde mal sagen, bei Dennis Socke kriegt man ganz leicht kalte Hämorrhoide. Fies. Kalte Fies. Oder? Kalte Fies oder Hämorrhoide? Ja, Hämorrhoide an der Zehe, ja. Das heißt, vielleicht verkauft Feinripp wirklich doch einmal Socken. Warme Socken. Aha. Ist das eine Idee von dir? Das wäre eine Idee. Das wäre doch eine Idee, oder? Das wär eine Idee. Schreibt's mir in die Kommentare. Monchi, immer wenn du sagst, schreib's mal in die Kommentare. Hat da jemals schon mal jemand was in Nö. die Kommentare geschrieben? Aber vielleicht schreibt ihr jetzt mal jemand. Schreibt mal eure Schuhgrößen, eure Fußgrößen. Also ich habe 45,5. Guck mal, das ist ein kanadischer australischer Waldbrand-Austreter. Ja, du hast nämlich gar keine Socke aus, stimmt's? Ja. So viel zu den Details, die eigentlich keiner wissen will. Ja, merkt ihr, wir haben viel Zeit, gell? Wir Ja, haben keine merkt Gigs, man. wir haben keine Gigs gerade. Ja. Wir haben einfach nur schlechte Ideen, Ja. so ein bisschen schlecht im Kopf da. Ja, So. ja. Und da kommen halt auch so dappische Sachen raus. Ja. Aber seid gespannt. Ich hoffe, ihr habt schon eure Karten gekauft für Schollefest, und Achtung. für Kuckucksband, Oh, für ganz schlechtes Thema. Weisenheim am Sand. Also es gibt überall Karten. Also ja. zum Thema Karten und Kuckucksbändel und so. Kann sein, dass es jetzt schon Es keine kann mehr sein, gibt. dass das jetzt, wenn das Video, dass es schon keine mehr gibt. Ne? Aber Schollefest sieht ähnlich aus. Und Echt? das in Weisenheim eine Woche später sieht genauso aus. Also Okay. ihr müsst euch wirklich dran halten. Wenn ihr Karten haben wollt, Ja. dann wendet euch ans Kartenverkaufszentrum in Ludwigshafen. Oder guckt einfach auf unsere Homepage nach. Oder guckt einfach auf unsere Homepage. Besorgt euch Karte, seid schnell. Ich habe rausgefunden, wie unsere Kohle vom letzten Mal hin ist. Habt ihr das Video gesehen? Beim Kacken ist mir wie Perlen von den Augen gefallen. Der Schwobbes war's. Was? Der Schwobbes hat unsere Kohle durchgepresst. Nein! Und jetzt kommt der und noch will Socken auf Kosten der Band erschnorren. Das geht so lange nicht weiter. Das ist. Ja, ich würde sagen, wir müssen uns schon ein bisschen was überlegen. Also, wo waren das eigentlich? St. Moritz oder was? Wo der war? Das war bestimmt St. Ischgl Laurent. oder so. Das war das teuerste. St. Laurent. Also auf jeden Fall nicht St. Martin. Ah, nicht in Speyer, klappt was. In Schöne Speyer Gruß war's an der nicht. Schwobbes. Ne? Halt ein bisschen das Geld zusammen. Ja, vielleicht nicht so viel Après-Ski und so, Dann kennen wir sondern uns eher... wenigstens ein paar so geleichte. Ein paar Gescheite.